Also die Leidenschaft ist nicht für Autos, die Leidenschaft ist für Land Rover. Das kommt daher, dass ich in Papua-Neuguinea aufgewachsen bin und als Kind das einzige Auto, was ich kannte, war ein Land Rover. Und aus der Zeit stammt auch noch ein Bild, wo mein Vater in einem Fluss quasi unter Wasser stand mit einem Land Rover, den er damals fuhr. Das ist so für mich so der Inbegriff des Land Rovers gewesen. Ja, wenn ich so einen alten Land Rover sehe, erinnert mich halt immer. Und das ist immer so diese Erinnerung an die Kindheit, an das, was ich da erlebt habe. Es war eine tolle Kindheit, also die ich auch nicht gemisst haben wollte. Das Auto habe ich schon 1996 gekauft. Der war in einem relativ desolaten Zustand. Ich habe damals weder die Zeit gehabt noch den Platz gehabt, um das Auto zu restaurieren. Also habe ich es erstmal gelagert. Als nicht ausgebildeter Mechaniker war das natürlich schon spannend. Man braucht sehr viel Geduld, wenn man so ein altes Auto restaurieren will, weil halt nicht alles einfach mal so abzuschrauben und wieder draufzuschrauben ist. Man muss da sehr viel Zeit verbringen, vorbereiten und sich Zeit lassen. Und am Ende zu sehen, wie aus so einem Haufen Schrott mit der Hilfe von sehr vielen hilfreichen, netten Freunden und Menschen um mich herum ein kleines Juwel geworden ist, das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Serie 1, das ist eigentlich der erste Land Rover, der gebaut wurde. In England war ja die Industrie kaputt, wie überall, die im Weltkrieg waren. Als sie entwickelt wurden, ist eben, dass in England nicht genügend Stahl zur Verfügung stand, um Stahlautos zu bauen. Also hat man die Karosserie aus Aluminium gemacht, weil Aluminium gab es in rauen Mengen in England zu der Zeit noch. Mit dem Vorteil, dass es eben nicht rostet, wenn es behandelt ist, auch wenig korrodiert. Ja, und hat sich dann eben halt auch in den Tropen und den warmen Ländern, Afrika oder so, eben auch bewährt. Also das ist schon ein bisschen ein Abenteuer, die zu fahren. Die Lenkung ist ein bisschen vage, die Bremsen sind halt Trommelbremsen. Nicht besonders bequem, sehr, sehr hart gefedert, laut, sehr viel Frischluft, weil so ganz dicht sind die nicht, trotz Dichtungen und so weiter. Und es ist einfach ein Auto, um bei schönem Wetter ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Die läuft Höchstgeschwindigkeit bis jetzt, was ich hatte, waren 80 Stundenkilometer. Ja, der Weg ist das Ziel. Es gibt eine Verbindung zwischen meinem Land Rover Serie 1 und meinem Flugzeug. Das Flugzeug ist ein Nachbau von einem Vieseler Storch. Der wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt als Aufklärungsflugzeug. Die Besonderheit ist, der kann sehr, sehr langsam fliegen. Sehr, sehr kurz starten und sehr, sehr kurz landen. Eigentlich ein Jeep aus der Luft. Und daher vielleicht der Zusammenhang zwischen der Land Rover Serie 1 und dem Storch. Mein Name ist Michael Renk. Ich bin Tierarzt in Luxemburg niedergelassen und ich fahre einen Land Rover Serie 1. Die hat auch einen Namen. Sie heißt Miss Sophie, eine alte englische Dame.